Abdulkarim Abdulveli, ein bekannter Gelehrter aus Ostturkestan, ist im Gefängnis verstorben. Im Jahr 1990 verhaftete die chinesische Polizei Abdulveli aus fadenscheinigen Gründen und stellte ihn vor ein Gericht, bei dem er sich wegen angeblichem Separatismus rechtfertigen musste. Ein Urteil von 12 Jahren Haft folgte darauf. Als der Gelehrte seine Haftzeit abgesessen hatte, wurde seine Strafe ungerechtfertigt verlängert und er musste in Einzelhaft in einer Dunkelzelle ausharren. Der in Schweden lebende Bruder Abdulvelis bestätigte den Todesfall. Im Geburtsdorf des Verstorbenen wurden an seinem Todestag Ausgeh- und Versammlungsverbote verhängt. Herr Karakaş, Präsident des East Turkestan Information Center, bekundete der betroffenen Familie sein Beileid und forderte die internationale Gemeinschaft auf, China zur Rechenschaft zu ziehen, da die Tötung eines Gelehrten nicht ungeahndet bleiben dürfe. Um seiner Geschichte und den Geschehnissen in Ostturkestan Gehör zu verschaffen, läuft Erşidin Erkin von Istanbul nach Ankara. Da er in Pakistan einen 6-jährigen Korankurs besuchte, wurde er in China verhaftet und für ein Jahr inhaftiert und gefoltert. Der Präsident des türkischen Parlaments, Binali Yildirim, und der Präsident des chinesischen Volkskongresses, Li Zhanshu, trafen sich, um die Beziehungen beider Länder zu besprechen. Derweil erwartete man gespannt, ob das Leid der Uiguren thematisiert wird. Die italienische Regierung sieht vor, einen Gesundheitsfonds von über 30 Millionen Euro, die im Jahr 2019 für Geflüchtete vorgesehen waren, zu streichen. Aufgrund der Haushaltskrise mit der EU sehe sie sich deshalb in der Pflicht, den Gürtel bezüglich der Asylsuchenden enger zu schnallen. Die Zeitschrift Republika berichtete von Auswirkungen, die diese Unternehmungen auf Flüchtlinge haben werden. Die Proteste der sogenannten Gelbwesten in Paris verursachten einen Sachschaden zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Protesten vom 24. November ist dies das 3- bis 4-fache, wobei die verbrannten Autos noch nicht mit einbezogen wurden.